Okay, dann gegen ich einen großen Merci so am Namen von unserer Fraktion, dass der Heiner kommt sieht. Voilà. Ja, merci. Und wir warten für den Kameramann von RTL könnten auch mehr. Voilà, wir fangen aber schon wir wissen nicht, wen ihn können. Ja, wir stellen fest, dass es an der Welt brennt, mit uns an der Chambre zu Lützeburg Stillstand oder relativen Stillstand aus. Und vergleich mit den Krisenmaßnahmen, die wir bräuchten, stellen wir fest, dass das, was die Chambre aus sich von Maßnahmen hält, wirklich einfach nicht durchgeht. Wir sehen, dass es kein Gefühl von Urgenz gibt in unserer Chambre, in unserem Parlament heute zu Lützeburg, angesichts von den vielen Maßnahmen, die wir aus sich bräuchten, Urgenzen, Krisenmaßnahmen, die wir bräuchten, sehr wird für den Klimawandel zu bekämpfen, sehr wird für die Biodiversitätskrise zu bekämpfen, sehr wird für die Sozialkrisen zu bekämpfen, die wir zu Lützeburg schon, mehr auch in der Welt tun natürlich. Wir haben zu Lützeburg Ungleichheiten, die immer mehr wachsen. Das stellen wir alle fest. Armut, Devise, Prekarität und trotzdem gibt es keine Krisenmaßnahmen getroffen. Wir stellen fest, dass es eine Chambre ist, die nicht getrieben ist von einer Urgenz, die Urgenz nicht spürt, wo viele Leute, und ich ging sogar so, die meisten Leute, die in der Chambre sitzen, die Urgenz nicht spüren, weil sie zum großen Teil von der selber verschont sind. Die meisten von den, die meisten von den Deputierten sind ganz klar Proprietären, sie keine Lokatären, aber man darf von der Armut schwätzen zu Lützeburg, auch von den Lokatären, die zum großen Teil oder zu, ich meine, das ein Drittel von Armut betroffen sind, sehen wir immer, dass die Chambre da am Endeffekt auch einen kleinen Müll für sich, sondern wirklich die Urgenz nicht spielt. Die Chambre repräsentiert nicht die ganze Gesellschaft von Lützeburg, sie repräsentiert nicht die Diversität, die wir heute zu Lützeburg schon nicht kulturell, nicht linguistisch, nicht sozioökonomisch. Und voilà, das so erklären ich mal zumindest mehr als, dass die Krisenmaßnahmen, die man so spricht, nicht getroffen sind. Es ist so nicht immer auch in der Chambre, wann sich an der Chambre auch andere Leute, andere Teile von unserer Gesellschaft vertraut wären, da gehen wir ganz andere Maßnahmen holen, da gehen wir ganz andere Krisenmaßnahmen holen. Natürlich schwätzt nicht in einer vom Droit de Vote, für den wir noch immer sind als die Link. Wir meinen wirklich, wenn man den Droit de Vote hätte für die nicht Lützeburger, dass man dann am Endeffekt viel mehr radikale Maßnahmen gegen holen. Wir stellen fest, dass der Blockage gibt, der Blockage von den radikalen Maßnahmen, die wir bräuchten, eine andere natürlich, denke ich auch an eine Steuerreform, die wir absolut gebraucht hatten, die versprochen wurde, die nicht geholfen ist. Natürlich denke mir, oder gesehen mir, dass es von allem DP ist, die du blockiert, das haben wir auch schon letztes Jahr gesagt. Sondagen, die geholt die so die immer dass Fehler von DP Leute sind, die sich selber am zufriedenste so in unserer Gesellschaft und natürlich erklärt hat, wie war den DP am Endeffekt die Partei ist, die sich zufrieden geht mit dem Status quo und die nicht wirklich Changementer an die Richtung von mehr einer gerechten Gesellschaft wollen holen. Und die LSAP und die Grünen, die mit der DP mitlaufen, wie wir mal so ein Funktionäre ganz nur Motto dabei sein ist alles an mir so einfach das geht einfach nicht mehr durch. Sie können sich nicht so benutzen losen am Matt machen mit einer Partei, die sie dominiert und die am Endeffekt Status quo interessiert ist und voilà, sich darüber nicht zufrieden wird. Wir sehen auch, dass 10 Jahre nach dieser Regierung, die mit Motto angetreten ist, Fenster groß abmachen und Lüfte, meine Schweieren. Hier ist Slogan ist wirklich nicht viel davon übrig geblieben. Auf ganz viele Plätze, wenn ein bisschen den Teppich abhilft, ein bisschen gucken geht drin, und da gesagt, dass es ganz viel stüpst, dass nicht viel von Transparenz da ist, dass nicht viel Rechenschaft da ist und dass auch nicht viel Verantwortungsbewusstsein da ist und dem eben DAX auch fehlt. Wir haben eine Reihe Initiativen an dem Bereich geholt, wo man gesehen, dass es stüpst. In anderem zum Beispiel solo ein, zwei Beispiele beim Kontrolldoktor von der CNS, wo man gesehen, dass absolut keine Rechenschaftspflicht besteht, wo absolut keine Transparenz besteht, wo nicht gewusst ist, welche Entscheidungen geholt gehen, wo nicht klar ist, wie am Endeffekt ja, voilà, wie die Entscheidungen geholt gehen für die Patienten, respektive das Syrien, und wo eben ganz komisch Entscheidungen geholt gehen, aber wo absolut nicht klar ist, wie den, das ist so ein Beispiel, ne, voilà, wie den Service funktioniert, wo die Patientenrechte auch nicht respektiert gehen. Ein anderes Beispiel, auch eine Initiative, die wir geholt haben am Bereich von der Kinderrechte, bei den Placementen, auch da ist es so, dass ein gewisses Modell, die von den großen Institutionen, die mit einer Fruchtfee funktionieren, auch die privilegiert par rapport zu einem anderen Modell, die von den Pflegefamilien, das auch just ein Beispiel für zu sagen, auch da stimmt es, auch da gibt es keine klare Rechenschaftspflicht, keine klare Transparenz, wie das so ist. An dieser Debatte ist klar herausgekommen, dass alle Parteien so tun,
den Modell von den Pflegefamilien als besser am Interesse, also mehr am Interesse vom Interesse superior vom Kant, und aber gibt das Modell von den großen Institutionen zu Lützeburg weiter priorisiert, privilegiert, weil auch da kann ich so als der Fortfait, den eben nur den zusammenhängt, und kann er die weiterhin an die großen Institutionen platziert. Auch da, das schützt eben wie viel zu sagen, dass es stimmt, dass viele Sachen nicht klar sind, dass es oft an Transparenz mangelt, an Rechenschaftspflicht. Ein anderes Beispiel aus der Filmfonds, wo viel darüber geschwärzt wird, wo auch da an der Kommission gesehen haben, wie DAX und Transparenz auch Rechenschaftspflicht mangelt bei ihnen, wie die Entscheidungen geholt werden, wie Prozeduren sind, und auch respektive Prozeduren gar nicht respektiert gehen, auch bei ihnen. Und auch da geht es um Millionen zum Teil, genauso wie bei anderen Services. Das sind just Beispiele dafür zu sagen, dass hier ein Motto, wie gesagt, Fenstern abmachen, groß lüften, aber auch 10 Jahre spät, weil auf viele Plätzen ist das absolut nicht so der Fall. Wir auch noch Banden an der Chambre mangelt die Rechenschaftspflicht. Wir sehen ganz viele Deputierten, die seit Jahrzehnten da sitzen, und die Eisen gefühlen oder mehrere Mengen gefühlen auf jeden Fall, weil er sich ziemlich daheim sperren an der Chambre. Und vom Gefühl her wirklich, dass es entre soi, wo die Rechenschaftspflicht fehlt. Momenterweise, wo der wirklich das Gefühl von dem entre soi an schlimmer aus ist, die wissen, die Deputémären, de Cumul des Mandats, das war da immensen darum anders. Doch da sehen wir, dass ganz viele Deputierte im Endeffekt zum Teil nie da sind, aber wenn sie da sind, wirklich nicht ergreifen. Und ich muss ehrlich sagen, dass das für uns ein Hohn ist, weil sie den Mann doch quasi nie abdienen an den Senatär. Dann ganz klar muss ich da sagen, dass eine Chambre, wo zum Teil verschiedene oder wirklich eine Reihe parteiübergreifend durch den Cumul des Mandats Mantum Respekt fehlt par rapport zu der Chambre, par rapport zu dem Hagen Haus, par rapport zu der Wähler an dem öffentlichen Geld. Wie gesagt, weil die Leute auch zum Teil wirklich nicht da sind an hier Rolle, hier wichtig Rolle, hier wichtig Mission nicht mit dem nötigen, mit der nötigen Rechenschaftspflicht erfüllen. Wie gesagt, sie so in alle gut sind sie wäre gegen die Cumul des Mandats, aber auch da geschieht nicht. Wir hatten noch eine Debatte darüber. Voilà, sie so alle gute Partei übergreifen, die muss abgehoben gehen, voilà, nach ein Kehr, auch da sieht man nicht konkretes dafür, wo mir auch da eine Initiative geholt, eine Proposition de loi angeregt für die Cumul des Mandats eben abzuheben, für den deputierten Mandat, mit den Mandaten von Schaffen und Bürgermeister inkompatibel zu machen. Voilà, die Proposition de loi haben wir vor kurzem deposiert, die ist natürlich in der Chambre, da muss man gucken, wie das geht, aber voilà, da sehen wir, wie das geht. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, 10 Jahre spät, für uns fehlt es und dem Motto, 500 Männer lüften. Wir sehen nicht wirklich, was von der übrig geblieben ist. Wir meinen wirklich, dass die Regierung da aus dem letzten Loch pfeift und nicht mehr viel Projekte hat, nicht mehr viel zu sagen hat. Und voilà, mit denen wieder ging ich. Ich wollte weitergehen mit meiner Kollegin Miriam. Ja, ich gehe eigentlich echt auf eine andere Wolle an, für was die Link, für was das nicht zu verlieren, wie man das alles zu gewinnen. Laut Aussage von anderen Parteien gehen wir ja ganz gerne mit dem ADR an den Dippen geheit und für nicht koalitionsfähig erklärt. Ich weiß zwar nicht, wo ihr das könnt, weil wir haben schon einmal bewiesen, und zwar an der zweitgrößten Stadt vom Land, zu Asch, und als im früheren Chef, dem Ender Hoffmann, den du ganz allein am Schafferrot sitzt, an den du wirklich Linksakzent der Grundsätze noch gesagt hat, was ja beweist, dass der Wort von der Linker kein unnütze Wort ist und dass die nicht muss auf der Wort die Ziel gehen, für das etwas geschieht, das ist Humbug. Jetzt allerdings, ich meine, das brauche ich halt keinem zu erklären, sie diametralement opposé, wer jetzt aufbeißt, hat es einfach, dass sie Schnelllesungen, das sind einfach Lesungen, das sind Pauschallesungen, das sind populistische Lesungen. Es findet die ganze Zeit ein Buch emissär, Lebensplanungen und alles, was ernst ist, was nicht an die kleine Petit Bourgeois passt, wird verurteilt, fertig gemacht, diskreditiert. Ich so just Tatatum, die Lachete an den Social Media, et j'en passe. Wer links aufbeißt, hat es viel schwerer. Weil die muss urstehen, dat Ke vu 4 könnt, dat Ke von Hannen überhüllt. Muss klar undeute, wo es hier geht. Muss immens oppassen, konzentriert bleiben. Muss den an überall hun. Muss vigilant bleiben. Muss es dauernd erklären. Englischspruch als nicht von uns, und die haben ja leider nicht. Wir haben dick Programme, wir bringen leider nicht fertig statt als Lichtspruch und den Mann an und Frau
zu bringen, ohne populistisch zu sein wie andere Parteien das machen. Aber wir sind anscheinend ja zu extrem an unseren Ideen, an Aussuchen von links. Ah ja, das sind wir. Ich kenne schon ein paar Beispiele, wie extrem wir sind. Wir sind die Partei, die sich dafür einsetzt, dass wir mehr Wohnraum schaffen müssen. Ganz schnell und ganz viel. Und zwar im Lokativ. Und zwar hätten wir da gerne, dass Gemeinden an der Stadt endlich ihre Verantwortung überholen. Wir sind so extrem, dass wir es dafür ersetzen, dass alle Eidelstehende Wohnungen soll direkt genutzt gehen. Und dass alle Eidel- oder bruchleidende Terrain muss können bebaut gehen, als sie nicht an einer Modularbauweise oder mit Tiny-Häusern. Wir sind die Partei, die sich dafür ersetzt, dass Obdachloser, Drogierter, entlose Prisonnier eine Möglichkeit kriegen, für sich zu logieren. Ups, ja, die Wirle auch nicht. Ups, du kein Lobby. Wir sitzen als Turnieren doch noch an, dass Frauenhäuser sollen mehr da sind, dass Frauen, die an einem toxischen Staat wollen flüchten, dadurch endlich können machen. Wir sind so extrem, dass wir unsere Regierung vorwerfen, an dem dritten Bereich, an dem dritten Domain, aber quasi nichts gemacht haben. Wir sind die Partei, die sich dafür ersetzt, dass die schaffenden Leute genug Lohn kriegen für ihre Arbeit. Dass der Mindestlohn weitergehoben soll gehen, muss gehen, dass endlich die Steuerreform kommen soll, für das mehr Lohn unter dem Strich übrig bleibt für die schaffenden Leute. Wir sind so extrem, dass wir fordern, dass Kapital mehr besteuert wird. So wie auch die extrem hohen Läden, die Spitzensteuersatz, wie das Blut gehen, weil die wirklich viel verdienen, die können die nicht viel verdienen oder quasi nicht verdienen, hohe durchschulen, an dem die eben Männersteuern oder gar keine müssen bezahlen. Wir sind die Partei, die diese Stufe ersetzt, dass das Schaffen vollständig soll auch gewerkschaftlich betätigen. Wir sind so extrem, dass wir fordern, dass an alle Betriebe Kollektivverträge sollen ausgehandelt, respektive müssen ausgehandelt gehen. Weil das ist das Fundament von der Aufsicherung von den schaffenden Leuten. Wir sind die Partei, die sich ersetzt für eine Arbeitszeit verkehrt zu. Und zwar für Jitverreden, für das Care-Arbeit besser verdient gehen, für das Arbeit, Sport, Familie, Ackerfen, und der Benevolat, Velovolat, alles kann unter einem Hut gebracht gehen. Wir sind so extrem, dass wir verlangen, dass alle Betriebe einen Plan ausschaffen, wie das Mesuren eventuell en place setzen. Das geht nicht von Haut auf morgen. Das braucht eine Zeit, das muss in Lo aufhängen. Und natürlich auch mit Hilfe vom Staat für kleine und vulnerable Betriebe. Übrigens hat schon ein Betrieb das freiwillig heute zu Lützburg umgesetzt. Willkommen am Club von den Extremen. Wir sind die Partei, die sich für eine bessere Education ersetzen. Wir plädieren für ein Bildungssystem, wo alle Kinder und Jugendliche, zumindest mal am Fundamental, an ihre Kartien an die Schule können gehen. Wir sind so extrem, dass wir gerne hätten, dass sie alle mitgeholt gehen und dass keiner am Rehstuhl gelöst wird. Wir sind die Partei, die sich für den Artisanat, Berufsausbildung ersetzt, für das die mehr Bedeutung kriegt an unseren Schulen und an unserer Gesellschaft, so dass die nicht hilfreich auf seinen Beruf kann sein. Wir sind so extrem, dass wir gerne hätten, dass Bildung an der öffentlichen Hand soll bleiben, Sinn, und es soll kein privat parallelen, lukratives Schulsystem hier drunter abgebaut gehen, wie das im Moment der Fall ist. Die International Schools können diesen Challenge nicht überholen. Wir an allen Schulen müssen Angebote sein, die unsere Multikulturalität und unsere sozioökonomische Realität hier im Land Rechnung tragen. Wir sind die Partei, die sich auch für eine würdige Altersversorgung ausschwätzt. Wir fördern mehr kommunal gerierte Altersheimer. Aber sie gehen noch mehr, die sich just auf die Kosten der Leute bereichern will. Mit seinen Aktionären. Wir sind so extrem, dass wir dabei auch noch fördern, dass Pensionspreise abordabel bleiben. Und noch für Personen, die einen kleinen Rentun gerabel sind. Wir lassen heute das Argument nicht gelten über den Fonds National de Solidarität, dass die Jitfränge unter dem greift. 77% der Frauen, die an einen ZIPA leben, müssen auf den zurückgreifen und können sich storniert überhaupt nicht beleisten. Als das ein würdiges Lebensende an unseren Nahen nicht. Wir sind so extrem, dass wir auch genug qualifiziertes Personal fordern, für all das schwierige Erbesten an den Altersheimen zu gerieren. Wir sind die Partei, die sich dafür ersetzt, für eine gut flächendeckende Kammerbetreuung vom Kleinkindalter, also die Kreischen nun. Auch hier an öffentlicher Hand, aber mit genug qualifiziertem Personal. Wir sind so extrem, dass wir finden, dass der Staat die Gemengenheim besser und mehr muss in den Arm greifen, sowohl finanziell wie auch logistisch, für dass es keine Werdelöschte mehr gibt, für dass die Chance gleich ist. Auch da ist mit der als Regierung so stark für das so gern bretzt.
Wir sind die Partei, die auch am Ukraine-Krieg mit lichten anderen Nuancen kommuniziert hat. Mit die lichten Nuancen an unseren Diskurs sind unser Mund verdrängt gehen. Und immer nicht sind mehr von verschiedenen Journalisten an der Presse als Putin-Versteher durchgestellt gehen. Obwohl mir de Putin als sein Regime immer nicht ob strengst kritisiert und verurteilt sind. Und trotzdem sind wir so extrem, dass wir immer nicht den Dialog und Verhandlungen fordern, für die Menschenleben auf beide Seiten zu retten. Wir sind so extrem, dass sogar als Staatsminister de Büttel als Position überholt wird. Willkommen, Xavier, am Club von den Extremen. Weder Lohaieren hat sie mir ganz schrecklich extrem. Aber wir sind da doch ganz gern, wenn dann all die Pisten, Ideen und Proposen, die ich noch für drunter abgezählt tun, so extrem sind für die Majorität. Für uns beweist das just, dass die Regierungsparteien an, meine Parteikollegin hat das für schon gesagt, den Echt von der Situation absolut nach immer nicht erkannt tun. Und ihr könnt doch nicht bei sie durch. Sie wird gesagt, für Wert. Sie wollen unseren Diskurs, unser Narrativ einfach nicht hören. Sie wollen nur nicht, dass andere Leute hören. Und dafür gehen wir einfach diskreditiert mit Aussagen, die wir nie so gemäht tun. Und wir gehen ganz gerne am Rierzebohr an den Dippen, geheilt laut, Hufeisentheorie. All das just, weil wir recht tun und gefragt wird, wir geben vielleicht zu viel Opfer kriegen bei den Wahlen. Dat Domer der awer Stimmen und de Reezeburg gin, dat gët einfach ausgeblendet an net serieux geholl, bis et dann irgend van Menke ze spéit ass. Reetz huet noch nie viel Gutes an eiser Geschicht bedeit, nach nie. Wir brauchen net so lang gucken zu fir zu gucken, wat alles mat Reetz geschieht. Aber die Linkskräfte waren die sich noch immer angesagt hun, gekämpft hun fir besser Erbeskonditionen, fir besser Lehn, für gewerkschaftlich erbisch, für einen Zusammenhalt, für eine resiliente Gesellschaft, für eine bessere und eine lebenswerte Zukunft. Für das Leute mal zusammen wissen, dass sie den Pouvoir haben, sich zusammen können zu setzen. Für eine Citoyenität. Dafür haben die linken Kräfte sich angesagt. Aber anscheinend sind wir dafür zu viel extrem. Ich werde ganz kurz dann ob die von der Flaschtour Freckung de Bilan von dieser Legislaturperiode versichert zu skizzieren an mit Miriam Lograd und so töt sich mit enger Umsetzung mit enger Förderung eine Extremförderung von der gefallen, die man an der 4. Legislaturperiode an den Mittelpunkt gesagt hat, und das war die Umsetzung vom gratis öffentlichen Transport, wo sich noch kann erinnern, dass man noch relativ kurz vor den Wahlen eine Initiative ergriffen hatten, y compris an der Chambre mit einer Motion, wo man das gefördert hatten, auch wo man sowohl von der Gramenia Demos en long et en large erklärt hun, dat dat gonnet ging goen, an awer op vum Herr François Bauch erklärt hun, dat dat eng Schnapsidee wie an dat den dat net kenint ëmsetzen. Kurz Dr, den nower de Wahlen huet DP der Meinung, dat dat awer trotzdem eng gut Idee wie, die kring noch immer net. An den nower relativ erstaunlich zu gesinn, wie den Herr Bauch op der Tele dann als Argumentation überholt huet fir ze erklären, fir wat de gratis öffentlichen Transport ganz gut fir. Wir waren sowieso ein bisschen ungewollt Ghostwriter von der Regierung an dem Fall. Immerhin, also gut, dass die Sache umgesagt gouf, als wir vielleicht ein bisschen höflich gewirkt von Herrn Bausch für auch uns erinnern, dass wir sich im Ursprung von dieser Idee an dem Kontext waren. Lo geht es aber durch mit den Blumen, das war just ein sich, weil Nathalie hat das ja auch schon gesagt, es war wirklich 5 Jahre, die sowieso verpulvert waren, die verloren gesehen, waren 5 Jahre vom Laissez-faire. Das Allerschlimmste, dass sich ein von den Themen, wo wirklich der Laissez-faire rüberkommt, wo kein Laissez-faire dürft, sind das Klimapolitik. Die Regierung könnte einfach nicht aus der Logik heraus für Klimapolitik auf individuell Privatinitiativen zu machen. Ne? Der Gegenteil von dem, was wir uns fördern, weil wir fördern zum Beispiel energetische Sanierung,
Das muss wirklich geschehen, das muss sehr geschehen. Und dafür kann man die öffentliche Chance das an den Griff holen. Und man kann nicht davon ausgehen, dass Leute auf privater Initiative, auch wenn sie Prä-Kriegen an Auto Zero und so weiter, dass sie all die Sachen müssen sagen, machen, da ja, funktioniert nicht, weil relativ wenig Leute darüber Rückgriff holen. Das ist natürlich immer gut, wenn die Leute das machen, das geht nicht durch. Und dafür muss die öffentliche Hand dafür antreten. Aber das versteht die heutige Regierung nicht. Natürlich scheitert es unter DP, aber es scheitert aber auch unter Grünen, weil die Grünen auch wirklich nicht verstanden haben, dass wenn man eine Umweltrespektive Klima-, Energiepolitik will machen, dass den Staat und Gemeinden auch an die Responsabilität muss geholt werden und dass das nicht aufgewälzt wird auf die Leute selber. Dennoch ist es auch kein Wunder, dass die ganz wichtigen Forderungen, die müssen gemacht werden an der Klimapolitik, vielleicht sogar unpopulär gehen, und dafür sind schon ein bisschen Rose mit bringen, dass sie sich gute Ideen nur unpopulär machen, am Platz populär zu machen, weil jeder zu gewonnen, zum Mols, die am meisten verdenken, wann du nur seriös erneuert geht. Wir merken noch mit der Kaufkraft. Kaufkraft trotz Inflation geht nicht Europa zum Mols für die mit Dave Lane, was der Mindestlohn angeht, wo wir weiterhin so und der Mindestlohn 300 € wenigstens soll abgehen, für wenigstens auf die 60% vom Medianlohn zu kommen. Da ist an den 5 Ländern quasi nicht geschieht, außer die automatische Erhebungen, die sowieso müssen geschehen und die immer von der LAP verkauft und wie man das größte Schlag wäre, am Prinzip die alle Regierungen das sowieso müssen machen. Das heißt, da ist auch viel Zeit verpasst gehen an dieser Situation von Inflation und noch von Armut, die sich ausbreitet, nicht akzeptabel. Am selben Sinn Umverteilung, weil wir haben eine Uhäufung von Reichtum hier am Land, aber wir haben andererseits Leute, die immer mehr finanzielle Schwierigkeiten kommen, müsste eine große Steuerreform kommen. Wir waren in der Initiative nach Ende 2020, hatten wir die Initiative ergriffen, für an der Chambre eine größere Konsultationsdebatte zu starten, die auch standfund wird über eine Steuerreform, aber nur vielleicht mitkommen. Weil anscheinend also immer zu frei oder zu spät, das ist die schlechte Moment, das kann ich keine Steuerreform machen. Also aber ich geht sie sich wahrscheinlich nicht eins gehen oder sie sich auch nicht getraut, eine Steuerreform zu machen, weil eine Steuerreform zu machen, wenn alles an der Reihe ist, da war ich natürlich kein zu machen. Also sowieso, wir sind immer an einer Situation heute zu Lützeburg und nicht nur zu Lützeburg, wo man mit verschiedenen Krisen konfrontiert sind. An die Krisen, die hun auch hauptsächlich immer dazu dienen, mit der Konzentration von Reichtum. An Steuerreform ist eine Möglichkeit, für justement gegen die Konzentration von Reichtum zu gehen, für eine mehr gleich Umverteilung zu machen vom Reichtum hier am Land. Und dann sind wir schon beim Logement, weil natürlich auch immer dazu dienen, Konzentration vom Reichtum. Bon. Den Herr Cox wollte jeder mal doch Boot holen, oder sich zu verschwunden oder untergegangen, wir wissen nicht, aber das ist wahrscheinlich der größte Fehl von dieser Regierung, dass sich keine richtige Logementspolitik gemacht hat. Aber wieder wisst doch, und das ist ein bisschen das schlimmste Beispiel, die Konkurrenzautorität zu Lützeburg hat ja gerade das bestätigt, was wir jetzt in der Jahre so, das ist das Logementsproblem auch ein Spekulationsproblem vom Bauland, das immer da zusammenhängt, dass Immobilien am Bauland an ein paar Betriebe konzentriert sind. Das ist eine von den Hauptursachen, die auch die Konkurrenzautorität in der Strafe wird. Dazu mir sind längerer Zeit, das sieht l'Observatoire de l'Habitat, das sieht Presse auch. Die Regierung war irgendwie an der Kommunikationskarte irgendwie ausgeschlossen, sie konnten das entweder nicht machen. Am Lo so sie ja, müssen wir vielleicht gucken, etwas zu machen. Das ist inakzeptabel, was geschieht ist. Und wir sind der Meinung, dass in dem Laissez-faire müssen ansetzen und dass wir auch gerade auf dem Punkt müssen agieren. Und an dem Sinn ging es schon noch gemacht. Es wird weiter, weil hier wird auch auf den Punkt ein bisschen mehr werden. Ups.
Voilà, merci David und auch merci Miriam und Nathalie. Ich meine, Matelo probiert in kurzer Zeit ein bisschen Rückblick zu machen, ob die letzten 5 Jahre, ob das, was an der Chambre für alle nicht geschieht, aber eigentlich hat müsse geschehen an den David hat zum Schluss auf eng Urgenz aufmerksam gemacht, die auch an alle Sondagen die Hauptpräoccupation von den Menschen zu Lützeburg ist. Und das ist eben das Logement. Und für ein paar Tage wird eben die Autorität de Concurrence eine Not publiziert, die zu Recht an der Presse und auch draußen viel diskutiert ging, weil erstens mal sie zu Erkenntnissen könnt, die eigentlich schon immer irgendwie geahnt wird, die sie aber wirklich matzuelen belegt. Auf der anderen Seite, weil sie gerade aus einem Eck kennt, wo ihn nicht unbedingt geduld hat. Die Autorität de Concurrence ist nicht unbedingt eine linksradikale Organisation, mehr sich ein liberales Konstrukt aus der Europäischen Union. Es sind 2 große Erkenntnisse für uns aus den paar Bayern, dass die eng als die schon ein bisschen geahnt wird. Nämlich, dass Promoteuren sich an den letzten 10 Jahren auf eine unverschämt Weise bereichert tun, ohne dass dadurch mehr Wohnungen entstanden sind. Eine Verachtwachung innerhalb von 10 Jahren von den Gewinnmargen, ohne dass dadurch wesentlich mehr Wohnraum entstanden ist. Und das, was aber auch gerade für uns erstaunlich ist, als aufmerksam machen, ob der Fakt, dass das teilweise eine Wirtschaft ist durch Sozialdumping, durch Schlechtlehn oder Niedriglehn am Bausektor, durch schlechte Arbeitskonditionen. Also genau der Kontra von dem, was Liberaler als immer probieren, klar zu machen, nämlich, dass Lehn zu Lützeburg zu hoch wären und dadurch wären Wohnungen so daher de Kontra als der Fall de Kontra Suggestion von der Autorität de Concurrence, nämlich dass zu wenig Main-d'œuvre zu Lützeburg ist, dass es immens schwer ist, Main-d'œuvre auf Lützeburg zu kriegen, weil sowohl die Arbeitskonditionen nicht gut sind, wie auch die Saläre nicht dementsprechend, was den zu Lützeburg braucht, wir können anständig zu leben. Das heißt, auf der einen Seite haben wir eine Bereicherung, die wirklich all Limiten von Manéierlichkeit bei weitem überschreitet, die an den Bereich von Optionen übergeht, auf der Seite von den Promoteuren, auf Wirtschaft, umreck durch Sozialdumping, umreck von denen Leuten, die eigentlich Wohnungen bauen, an die Misten den Merit dafür kriegen. Das ist die Situation zu Lützeburg, das sieht eine liberal, unabhängige Institution, die probiert hat, auch einen Fokus zu legen auf andere Elemente, auf andere Glieder von der Ketten, von der Wertschöpfungsketten, wo sie nicht nur Promoteuren, mehr auch Konstrukteuren, teilweise sind dieselben Banken, Agenzen etc. Benannt haben und auf die Komplexität von denen Zusammenhängen aufmerksam gemacht haben. Ich meine, dass die heute noch definitiv aber nicht all den Erkenntnissen, die wir für schon hatten, die wissenschaftliche Analyse von Antoine Pacou, den aufmerksam gemacht und dass wir zu Lützeburg ein Phänomen von Landbanking haben. Das heißt, dass eine Konzentration von Markt, von Terrain an den Händen von nicht ganz wenigen großen Promoteure respektive Privatpersonen dazu feiert, dass nicht viel gebaut wird. Und dass das Landbanking zu Lützeburg steuerlich sogar unterstützt wird. Das heißt, dass das Probleme, die wir haben, dass nicht genug gebaut wird, hausgemäht sind. Als die heute nicht tut, meine ich, die aber wirklich fast zum Überlaufen kommen lässt. Und dafür können wir erst schon nur kennen, dass das echt wert sind. Was wir in der nächsten Chambre werden machen, nämlich eine parlamentarische Enquetekommission auffordern zu genau der Problematik. Komplexität verstehen von denen schönen Valeuren, an die automatisch auch Schäne von Ausbeutung sind. Eine obszöne Bereicherung auf der anderen Seite, Misere bei den Leuten, die das erschaffen, und gleichzeitig Hunderttausenden, die keine Wohnungen mehr fanden, weil der Mond nicht genug kennt. Und zweitens,
dat as auch eng Mission von der Enquetekommission et war net kein. Et ginn Responsabilitäten. Et ginn Responsabilitäten fir Schafung vun eng steuerlichen Umfeld, wat eben justement Landbanking erméiglech. Et gi Responsabilitäten fir d Konzentrationun vum Mucht. Et ginn Responsabilitäten dofir dat zu Lützeburg net gebaut gëtt, an net ginn och Profiteuren, an net ginn Konnexionen, die do gemet gët an eng parlamentarsch Enquetekommission menglech ass dat richteg Instrument fir dat wirklich do endlich kann liicht an dat awer relativ ominös dunkel kommen. Wir werden dat als Mat als eng vun eisen alleréischt Nationen an der nächster Chamber merken. Erstaunlich ass, dat och gesot gëtt an den Franz Fayo kommentiert dat an de soziale Medien er se, dat du as jo eigentlich skandalés, lo muss etwas geschéien. Dorop antworten op den nach immer selbechte soziale Medien den Wohnungsbauminister Henri Cox antworten dummer dat du seht man endlich ass nach een andere Minister den dat och gesagt. An ich denke just ech fubelen. Du sind zwei Ministeren zuständig fir Ökonomie a Wohnungsbau, die lose machen, wie wann se eng Problematik gifen entdecken, keine Lesungen drop hun, me soen et mis avalo irgend Apps machen. Dat is een Abandon vu Politik an dat is auch ein Disrespekt, ein Refus vu Verantwortung iwwerhoelen fir die Problematik, die man hun. Voilà, mat en klengen Ausblick dann op dat wat man da ganz demnächst an der Chamberwerte an Ugriff wollt man dann ha aufschließen diese parlamentarische Bilder.